Guten Abend. Auf feier Deich kennen wir das Resultat vom Lützenburger Referendum über die europäische Verfassung. Bis dahin wird also weiter argumentiert, und das an dem Sinn, wo wir ein Streitgespräch proposieren. Invitiert haben wir den Jurist dann Advokat Gaston Vogel, den an einer ganzen Partie Artikeln und Publikationen erklärt hat, wie was hier den 10. Juli mit nee stimmt. Ihm gegenüber steht der Lützenburger Außenminister Jean Asselborn, der sich für ein deutliches Ja zum Verfassungstext engagiert. Die Herren, guten Abend. Guten Abend. Ja, den das ist eine unmögliche Alternative, so kann ich nicht auf 500 Artikeln ändern. Das ist ein Aussage aus einem von Ihren Artikeln, Herr Vogel, von der Prozedur hier aus dem Referendum für ich, also eine Sache von der Unmöglichkeit. Das Referendum ist eine Sache von der Unmöglichkeit, weil das Referendum anachronistisch ist. Den Objekt, über den das Referendum stattfindet, ist tot, bleibt tot. Es gibt kein Talitacum. Das war ein Jahr am Jahr null, das repetiert sich. Phänomen sans Repetition. Ob sie das wollen oder nicht, tot ist tot. Die Franzosen haben nie gesagt. Das ist eine große Nation. Die hat uns die Freiheit gegeben über die Französische Revolution. Die Holländer haben uns nachher gegeben. Das sind zwei Kapitalnationen in Europa, die gar keine Leçon de Demokratie zu kriegen von keinem. Wenn diese Message negativ geht, dann muss ich abhorchen, was die Leute uns zu sagen. Auf für was sie gehen. Und da kommt das interessant dabei. Das ist die Gap, die besteht, die Abin, die besteht zwischen ihnen, den Politikern und dem Volk. Weil der No, als sie nicht von der Politik präpariert gehen in Holland. Und als nicht von der Politik präpariert gehen in Frankreich. Das ist ein No organik, den rauskommt aus dem Tréfonds vom Volk. Was degutiert das, gegen die Hypokriten von Politik. Und da wird das Volk wollen exprimieren. Da sagen sie zum Beispiel, die Optimisten. Wie sagt Voltaire, l'optimisme c'est la rage de dire que tout va bien quand tout ira mal. Da sagen sie, oh, warte mal, wenn de Changement politique in Frankreich, an de Changement politique in Holland, da kriegen die Leute ein neues Referendum zu machen. Das ist die Leute insultiert. Die Leute tun das nicht niedrig. Weil nämlich, und ich wiederhole noch einmal, Politik hat den Non nicht präpariert, Volk hat Non gesagt, contre la Politik, weil wann Parlament in Frankreich aufgestimmt hat, am Parlament hat aufgestimmt in Holland, wäre die Unanimität gehen, für zu akzeptieren. Das beweist den immensen Abim, den ihr trennt vom Volk. Das ist eine wichtige Sache. Stichwort Stimmen über den Kadaverhof nächsten Sonntag. Also, wenn so rabiat schwätzt wie den Herr Vogel geschwärzt hat. Argumente mit Tommy auf der Seite, weil ich nicht attackiert. Lust mich mit meiner Person herum. Wenn er das versteht. Er bemerkt ganz los. Er lust mich auf der Seite als Person. Ich meine nicht mit dir, ich meine nicht mit mir. Voilà, für den Herstenbund. So, den Herr Vogel hat gerade in einer ganz abrupter Weise gesagt, dass den dritte konstitutionelle Kadaver wird. Was archi falsch ist. Archi falsch. Ich sage nicht, Jolo für was. Erstens mal, wenn das Licht guckt, von den Ländern, die schon den Treaty ratifiziert haben, da kommt aber ein Total von 11 Ländern, mit praktisch 50% von der Population. Da ist Spanien dabei, das wissen wir durch Referendum, sind aber auch Großländer dabei, wie Italien, wie Deutschland, die d'accord wären, wie Griechenland und so weiter und so weiter. Aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit werden wir im Umgang vom Hirst nach 3 Ländern dabei haben, nämlich Lützenburg, Malta und Estland, die auch werden dann ratifiziert haben. Ich will am Gegenteil zu dem, weil nur den Herr, den ich nicht darf nennen, gesagt hat, nicht Croque-Mort spielen für das Verfassung. Das da, ich höre viel von den Leuten, die gegen die Verfassung sind, auch für mich de loin, sind das nicht lauter Leute, die antieuropäisch sind oder die nicht verstehen, was an der Demokratie sich aufspielt. Das will ich nicht so, und ich will selbstverständlich auch nicht dem Herr Hay das dort unterstellen. Wir werden aber so, dass de Oui. Das heißt, wenn wir Oui so als Lützenburger, ob wir an der Zukunft mit Teisel sitzen, für an Europa mitzubestimmen, oder ob wir an der Seidekirche sitzen und nach Schuss tolerieren, was in Europa geschieht. De Oui als ein Projekt, den de loin nicht perfekt ist. Da sind 100.000 Insuffisanzen haben. Wie das eng einzig, Herr Vogel, einzig, wie wird das, muss alle auch stimmen, dass die Europa geht durch den Tritt mich stärkt, an alle, wenn Europa mich stärken, als Lützenburg auch mich stärken. Gleich vom Non, wo kein Alternativ bis lo, nicht in Embryon
vun eng Alternativ am Platz gesagt. Dann zu Well seet das Archiv falsch. Sein so sei Patron, de Barroso. Den huet nicht die Juli gesot an den Joren die kommen. Ja, Traité. Haut huet de Mond een Artikel geschrieben en première page. Do steht dran 4 Datei. La Constitution européenne est morte et enterrée. Le traité ne garde plus qu'une valeur historique. La Constitution est morte, née, avortement du traité. Dat sind vierde déjà ce monde cité. Tavazet schreibt, le projet de traité a échoué. Das kein Mensch an der ganzen Welt, den den Ziebtoner überhaupt greift, dat as je dat wat die Referendum so schwer mischt, so fatigant, geht den dahin, ein Metzlichgang, ein pure Metzlichgang, den zu gut nahe stinkt, ob wie rauskennt, genauso egal wie no den rauskennt. Dazu könnt dat nach. Ich will auch erklären, für was zu dem No bei den Leuten. Ich weiß noch nicht, wie der No an Lützeburg gönnt, wie. Ich will ich carrément so, mir ist es praktisch egal, weil ein Kadaver geht weder wirklich mit dem No, noch geht er wirklich mit dem Wie. Aber ich habe ein paar Ursachen, die den No erklären. Das könnte Herr interessieren. Die erste ist die, dass das ganze Europa sich permanent nicht en vase clos. Die kommen dann zusammen, klappen sie auf Keller, op Quissen, lachen, embrassieren sich und da verschwanden sie zwischen 4 Mauern und dann deichseln sie Sachen, die Leute hingeworfen kriegen für ein Referendum. Einmal, also jetzt hier. Zweitens, zu Brüssel. Da hast du etwas am Gang wie eine Monarchie absolut. Die holen Decisionen, die sind einfach katastrophal manchmal. Und am Europaparlament, das alles, das kennt ihr an die Präcipité chimique vom Nord ran. Am Europaparlament, da sitzt ja bei nie für Notzulauschen, wie die Juncker seinen melancholischen Diskurs gehalten hat, im Juni. Du waren 2/3 von den Siegen eitel. Sie hatten aber ganz sicher Zuen an der Tasche, für da hinzukommen. Das hat alles gesehen mir, und das gefällt uns nicht. Und da kennt etwas ernst dabei. Der Kardinal Lehmann, mit dem ich ja ganz sicher keine große Acquaintance habe, den hat deklariert, très récemment, am Mond, nächsten Juli, dat wird alles so leicht bewiesen ist, als die perte Kontakt absolut zwischen Gouvernant und Gouverné. Und das kann das sein. Ja, ich bin noch nicht fertig. Das kann das sein. Das kann no Lissabon, als gesagt gehen. Nous devons approfondir d'abord et élargir ensuite. Das war das Programm. Lo hat ein juste contraire als geschieht. Das heißt, an ein Lokomotiv, die an engem lächte Soupir ass, weil Käsen an Deutschland sind, Käsen an Frankreich sind. Das ist ein Lokomotiv sans souffle. Da ging dann ein Bemol ganz rapid, 10 Waggons ugegliedert, die nach mit sans souffle sind. Das heißt, du hast eine Augmentation von einer ganzen Entität exsangue. Das ist ja eine Idiotie per se. Den Elargissement, ob die kommen zurück, die gewollt war von den Yankee, von keinen Männern, da kommen wir noch drauf zurück, das ist ja schon an sich eine Katastrophe. Und dann, entschuldigt, nicht direkt fertig. Lo kommen nicht zum Budget von Europa. Wie ich die Welt gelesen habe, der 24. Juni 2005, du hast mir den Spalt vergangen. Wo versickern die Milliarden? Da steht geschrieben, wohin verschwindet all das Geld? Das 12. Jahr in Folge hat es der Europäische Rechnungshof abgelehnt, den EU-Haushalt abzusegnen mit der Begründung, dass er definitiv für die sinnvolle Verwendung von nur 9% der Ausgaben bringen kann. Und da schreibt der Mann mit ganz viel Lucidität, mit Amertume, gäbe es in einem Unternehmen derartige Zustände, würden seine Manager schnell im Gefängnis landen. Doch wir haben uns an die finanziellen Missstände in Brüssel schon dermaßen gewöhnt, dass davon kaum noch jemand Kenntnis nimmt. Und das ist Chemie von dem No, und das ist ein Hohlekör, und das ist ein Krieg der Dego. Herr Vogel, ich gebe trotzdem proposieren, dass wir da rein auf die einzelnen Punkte dort zurückkommen. Ich gebe dem Herrn Asselborn gehen für den Robert Senferen. Wir wären am Anfang geholt bei dem Hauptvorwurf, da wir da heute Herr Vogel angefangen, die Diskrepanz zwischen dem europäischen Gouvernant und dem Gouvernement. Ja, lass mich just absent, was den Herr gesagt hat. Für Europa, wenn ich es verstehe, muss ich ihn doch kennen.
De Barroso ass nie de Chef vun engem Minister, de Barroso was der Chef vun der Kommission. Herr Präsident, ass der Präsident vun der Kommission, Herr Vogel, an nieef der Kommission gët de Conseil, gët de Conseil Europäen an gët de Conseil des Ministres. Just a titre d'information. Patron intellektuell. Zweitens hunn ich enke dat Wut Kadaver, muss ich nekke oprékommen. An der Verfassung selber, wann den Herr do loyal ass, der leesten Verfassung ganz, da steht dran, van bis en vum Oktober 2006, van do 20 Länder ratifizeiert hunn per Referendum oder per voie parlamentär, da kën de Conseil Europäen eng Decision hullen, wat mat dee Länder geschieet ass, die net ratifizeiert hunn. Das nee, bleiwen no beim Text. Dat geht net. Den Artikel 443 si à l'issue d'un délai de 2 ans, à compter de la signature du traité, modifiant le présent traité, les 4/5 des États membres ont ratifié le dit traité, et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à la dite ratification, le Conseil s'est saisi de la question. Dat heeft even naast. Dat ging op besechen. Want dat ging doorstoon, dan décideiert de Conseil. Non, pas du tout. Zo wij dat de courage net kan je ook net gaan. Le Conseil européen s'est saisi de la question. Dat is dat dan. Wat is dat dan? Van de Conseil Européen zich se saisie du Problem. Dan hëlt dat je net fir do der schlofen ze mé eng Deciioun zu. Vogel so dat zweet wat wichtig ass. Dat mir hatte schon an der Vergangenheit, sowohl bei Maastricht wie auch bei Nice. Wäre Länder, die schon durch Referendum nee gesoten. Dat war Irland, bei Nice an bei Maastricht wäret Dänemark. Und du hast probiert in Europa für die Länder nicht leihen zu lassen, wie für sie matt zu wollen. Das ist auch zu Recht geschieht. Und das im Präambül geschrieben ging, dass sind Opting-out-Klauseln angebaut gehen, an dem Moment, dass dann noch für sich gehen, für ein zweites Referendum ein positives Wort zu kriegen, und das ist gelungen. Ich so noch nicht. So eine Arroganz ist nicht an einem Argument. Aber das ist keine Arroganz, das ist Geschichte. Von Franzosen und Holländer sich das domiste gefallen lassen. Mit die gehen auf Barrikaden klappen. Das sind 2 große Völker. Die von ihm nicht zeigen, aber von keinem anderen. Aber die so, nee, das sind die Peuples fondateurs. Und das ist der Foyer von unseren Libertäten. Und der Foyer von unseren Libertäten, das sind ganz andere Länder wie Malta. Da packt ich auch mal 2 Sekunden. Da lässt er mal ein Wort. Lass das noch. Die sind gewinnt, dass er mal noch gelassen geht, das kann nicht widersprechen. Und wir sind auf dem Punkt, wo das sind. Also. Gut. Mijn mama zo die soll feisen immer mat. Maar diskutieren an net mat ze schreiben. Le Conseil européen interpreteer den Text a votre manière. Van door steet le Conseil européen se saisit de la question, dan saisierten sich auf wie gingen ze dan trancheieren? Steht so keine Position dran. Ja. Der Conseil Européen für sich dann. Das genau das, was ich wollte sagen. Da steht keine Position dran. Herr Vogel. Als es wirklich unter europäischer Politik wird zu gucken, dass die Solidarität, die unter den 25 und über 27 Ländern besteht, für die Summen zu behalten. Für die. Das ist eine Affirmation gratuit. Komm mir Position en um anderen zu schwätzen, wann nicht gelieft. Ich will aber noch etwas zu sagen über die Kampagne, die am Gang als gemerkt gegen den Nom. Also, will ich soulignieren, dass ich am meinen Numm schwätze. Und nicht am Numm von einer Partei, an keinem Singen Numm. Ich konstatiere, dass ein délétère Kampagne am Gang als kind non, an die mich den Dialog, die Kultur vom Dialog, von der damit ich die Saran Görens geschwärzt zu dem Radio, ja komplett fragt. Die hat engerseits, da muss man mal erlauben, nur so, weil mir hat schon überhaupt gar nicht für Geld kriegt für ein Pub zu machen. Wir müssen Bourrage de Kran affrontieren. Die Chambre geht ja raus. Das ist alles, dass sie nicht bei Kochmaschinen sitzen gehen. Und die Leute sagen, dann so viel richtige Bourrage de Kran. Und da kommt dabei, dass die Leute vom Non diabolisiert. Der Barsch,
der jo geil ass fir mam Junkeren de Betze klammen, do ki ganz bese Konkurrent fir de Beiiert geschwert an de gesot huet dem sei Kasi etc. En hat sollen sich mam Chiragmouf gin, mam Tiberi Sänger Fra, mam Juppe etc. net gemerk. Karriere braucht ze mal Bockel vun den anderen Kot bliwen. Oder dat verketzert. Ich komme zu enger Katzerei, die ke Nummer. Sozialistisch Arbeiterpartei. Dei mecht jo weiter nacht, wie immer genale Maulkurf opfirmen aus den 30er Joren. Sie hängten de Maulkurf un. Den Emanueli huet de Maulkurf ugehangen net iwwer der Bodri. An haut hun nicht gelees, wie der Goebbels dem Hammelmann antwort, an dem seht den Emanueli as een Nationalsozialist den Nazi. Iwerledig was dat fir en Kultur. Drittens. Der Laurent, den sich behält wie ein Albino. Alles schwarz, weiß gesagt. Der seht an andere Wert, an einem Leiter. Die Leute vom No wären Kommunisten. Hier gelaufen Kommunisten. Ich war nie in meinem Leben ein Kommunist. Wären Agit-Protestler. Qu'est-ce que c'est que ça? Was ist das für eine Dialogkultur? Dat as eng Infamie an as eng Kompagne diffamatoire. Stopp mal Logik formell dat de Basetage ass vun der Logik formell. Den Herr Black und Decker schaffen Examen an dann mal eng Profession ausüben, anstatt Politik zu machen, Karrierist zu spielen Bockel von den anderen. Wann ich gelieft. Wann doch schon privat, was der Sinn nicht gibt, da so nie, ja, was ist da? Das sind doch viel gewirrt. Für die du Courage für Jupp zu sagen. Das ist Schwad, den ich. Sie leiten offen, die aus no gucken, die verdienen den Respekt, dass man nicht durch Gene schwätzen, und dass man so können man nicht argumentieren. Entschuldigt mich, ob die dote Fassung bricht nicht den Debat auf, dann hört es kein Wert. Dann hört es kein Wert. Komm, wir probieren den Gras wirklich. Ich probiere es. Also, das wir gerne hätten, dass die Leute irgendwie Informationen aus einer Emission rauskriegen, und das tut auf die dote Fassung kein Wert, Herr Vogel. Ja, hier noch nicht. Wann ich gelieft, lass den ersten Boden noch schwätzen. Lass mal probieren, wirklich auch am Ende von den Leuten, und nicht nur von uns drei Halbbannen. Den Herr hält feiert in e Langage wo in Europa diskreditiert. Wo in Europa diskreditiert. Wir gucken mal he zu Lützeburg. Wann mir net Liberté de Zirkulation vun de Personen hätten, Liberté de Zirkulation vun de Service hätten, vun de Bien, vun de Kapitolen noch. Da wäre mir net dat Land wat man haut sinn. Van e Kuke geht, wat er was Bankplatz wat geschieht das vielmals developiert hun. Van e Cook bei Cargolux geht und ge se den wieviel Gider vun Lützeburg aus a ganz Europa verdriwe gin. Wann e guckt AOL, e Servicebetrieb den Haiers den als immensviel bringt. A wann ihr noch guckt, wieviel Leiit das all der iwwer als Grenze op Lützeburg schaffen kommen. Da se den Dach oni die fundamental Basis vun der europäischer Evolution, vum Akt unik, alles wat du an durchstecht, hätte man ja net können so entwickeln, wie man es entwickelt hun. An duffer gi iwwer mengen, dass man sollen, wenn man Europa wollen, einfach so an dat negative Rarien, dat wir auch soll probieren, aber als zu besinnen an zu gucken, wenn man so in Debat wie den Haier noch für ein wichtiges Referendum, net Taxereferendum, dass man do de non selbstverständlich die Position respektieren. Ja, wo respektieren de oui, an nicht zum oui so net für lauter Karrieristen, an für lauter Leute, die immer just gucken, für hier Avantagen zu verteidigen. An du vergebe ich mengen, Herr Gas, ganz wirklich. Komm wir probieren an ich gibt den Vogelloch, der Vogelloch invitiert. Komm wir probieren als Argumente auszutauschen. Ich ich gucke wirklich auch dann drauf ganz kurz, Herr Vogel, dat geht op de Fond. Also ich höre die Broschüre, die das Gouvernement an Städter geschickt huet, und da lesen ich Folgendes. L'Union constitue le plus vaste marché intégré
de l'économie mondiale avec un PIB de plus de 9 231 milliards d'euros. Elle dispose avec l'euro de la seconde monnaie de réserve au monde et elle génère plus d'un cinquième du commerce mondial et représente le plus gros marché d'exportation pour plus de 130 pays. So, wie erklärt dann, dass das Europa haut 20 Millionen Chômeurs? Ja. Das ist wunderbar. Sie sind nicht fertig. Entschuldigt. Ganz kurz 8,8% von der Zone Euro sitzen am Dreck. Bei uns zum Beispiel, der Asselbahn, waren 1980.000 Chômeurs. Wir haben der Haut, wenn wir Korrektionen vom GIP wegrechnen, 13.500. Das sind 6,2%. An dir so ging uns gut gehen. Nee. Ich finde gesagt, dass das gut geht. Wie gebe das da go, wenn wir Europa Richtung von der Verfassungstext? Wie gebe das da go, wenn wir Europa nicht hätten? Und ich meine, dass immens viel geschwärzt gehen, das Stichwort Bolkenstein. Ich komme direkt darüber. Bolkenstein für alle Recht ist ja ein Direktiv, die überhaupt nicht gibt. Au contraire, wenn wir die neue Verfassung haben, da können die Nationalstaaten, die wirklich Probleme haben, mit so einer Ausrichtung für Konkurrenzfähigkeit oder für Konkurrenz an Service heranzubringen, die nicht kommerziell sind, für die können zu kontern. Und da das eng von den Avantagen, die auch Nationalparlamenter durch die Konstitution kriegen, für sich können nur einen ganz kurzen Delay anzumischen, anzusuchen, halt, da geht kein Prinzip von der Subsidiarität oder von der Proportionalität, wir legen als Bedenken dahinter und können sogar so weit gehen, dass dann die Justiz Europäen können tranchieren. Ich meine, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, Machtbestimmung am europäischen Kontext. Und ich kann auch nicht d'accord sein, dass die Verfassung dahinter gestaltet wird für viele Leute, wie etwas wie eine Verfassung, die kein Gespür hat für die Sozialpolitik. Ja. Keiner nationaler Verfassung. Auch nicht die moderne in Europa. Es gibt den Begriff von der Tripartite zum Beispiel dran, vom Dialog sozial dran. Es gibt Blut gegen Exklusion. Das sind alles Begriffe, die wirklich an dieser Verfassung für allererst an Europa benutzt gehen. Und ich kann nicht just so an den 6 Monaten, wo ich die Chance hatte, mit an Europa zu präsidieren, dass wenn außerhalb von Europa ist, ob da dann Asien ist, ob da Südamerika ist, ob es an den Golfstaaten ist, Europa ist in immer. Europa zieht an die Leute so als alle Guten, wenn ich gelieft, probiert da möglich zu machen, dass der Strukturen fertig bringt, für das Europa antief daran viel besser noch funktioniert. An Europa, das ist das Letzte, was ich heute so sagen, wenn man schon über die Ökonomie schwätzen, selbstverständlich in Europa, also auch das, die Entität auf der Welt, die haben allermeiste viel mehr wie andere Länder, viel mehr wie Amerika möchte für die Kooperation. Durch Eis an unserer Präsidenz, als wir gesagt gehen, dass 0,56% vom PIB sollen an Kooperation gesagt bis 2010, sogar bis 2015 sollen 0,7% sind. Das ist also bewiesen, dass den Egoismus, den als 4 geworfen wird, auch hier am Kader von der Debatte über die Konstitution an Europa überhaupt nicht besteht, wie dass wir wirklich gucken, neben den Problemen, selbstverständlich die wir haben mit dem Chômage. Ich meine aber nicht, dass wir den Chômage an den Griff kriegen, wenn wir hier ein Gebrüder das Land nehmen, und gucken, dass wir auf diese Faust das Problem bewältigen. Voilà, wir kommen nicht zum Progrès social, und überhaupt nicht, dass das ein Argumentaire d'escroc ist. Ich erkläre nicht für was. Sie wollen sehen, dass der Pivot central vom Droit social ein Droit au Travail ist. Die wir uns darüber reden. Bien. Wenn wir uns darüber reden, sind da lesen ich für Text für, was uns wunderbar Konstitution für 1943 sieht. Le droit au travail, articulé le fait, est garanti. Le droit au travail est garanti. Et l'État s'engage à en assurer l'exécution. So, und dann höre ich in Artikel 2 von der Constitution, un projet, da steht, toute personne a le droit de travailler. Je werd mir nicht sagen, dass ein droit au travail, das sage ich wie le droit de travailler. Wenn man das ging zu, das kann ich ja in Italienisch nicht so machen. Da gibt es die Gente, die los die Etudes rembourser. Also ein droit au travail ist nicht ein droit de travailler. Also haben wir schon direkt eine Escroquerie d'argumentaire, wir haben nicht an dem Traité ein droit au travail. Affirmant. Und da hat carrément de l'ange Denn Ursache davon liegt bei ihrer Bank von Frankfurt. Die erklären nicht für was. Der Unterschied zwischen der Bank von Europa und der Federal Reserve ist folgender. Federal Reserve, das ist eine Agence parmi d'autres. Sie hat bien entendu als Finalität d'assurer la stabilité des prix und die Inflation zu bekämpfen. Mais
sie huet d'Obligationun den Emploi ze favoriseieren. Or BCE, die huet feider neicht am Kap an noch sos keng Missionioun, wie Stabilité des Prix, an sie huet nie eng Reflexion ze machen iwwer den Emploi. An dodurch kann den Traité net schreiben droit au travail, weil dat ging eng ganz Änderung vun der Philosophie vun der Bank mat sprechen. Da gëtt no grammatikalsche Finessegesicht an dofir ass du Giscard d'Estaing formidablen Tipp, ne? Den Aeropage den op de bloe Wollle gesot, wie dat alles elaboriert as kind. Droit au travail, droit de travailler. Dat hech an annner wie de Projekt hai as infiniment en retrait. Par rapport zu unserer wirklich net d'accord. Ich mein, muss so raisonabel sinn an noch vielleicht auch so realistisch sinn, dass man egal wat man Konstitution draufschreiben, dass man de Schomarsch net bekämpfen mat eng Text an der Konstitution mit man de Schomarsch bekämpfen mat enger konkreter Politik, mat enger konkreter Politik, die man muss machen, wo man muss wissen, dass man Lützeburg fertig brächten. Und ich wiederhole mich noch einkehr. Mit der Libertät vom Marché, die wir hatten, mit der Kompetitivität, die wir hatten, aber so eng Ökonomiepolitik zu machen, die es erlaubt hat, ein Sozialnetz aufzubauen, an in der Gräfus von Sozialpolitik zu machen, die auf ein ganz, ganz hohes Niveau ist. Und das ist auch, was meine Meinung nach, aber die Geist das von dieser Konstitution noch, für zu gucken an Europa, dass wir viel kommen mit dem, was an Lissabon dezidiert ist, dass wir an die Recherche und an die Education, an die Innovation investieren, für zu gucken, dass wir fertig bringen, die Wissensgesellschaft, die wir wollen abrichten, dass wir die mehr konkret können realisieren. Ich weiß, es gibt, Heinz, du behauptet, dass Länder, die nicht am Euro sind, an der Vogelhöhle zu indirekt ugeschwert, dass du Croissance mit hoch ist und dass auch du der Chômage mit tief ist. Aber ich will just darüber aufmerksam machen, am Mengen, dass wir nicht sollen an das Lach fallen. Am Mengen, dass man so eine theologische Diskussion feiern über den droit au travail et le droit de travailler, an dummer dat de Leiit können soen van der toten Erdestrach sting, da wird de Problem vom Chômage gelesen. Dat ass de Chômage lesen man immer just bei enger performanter Sozial, bei enger performanter Ökonomiepolitik, die auch dann erlaubt für eng heich Qualität vu Sozialpolitik fertig. Dat is de Kombel. Den verdreht engem Pferde am Mund an seet mir Sache let mir sein und Mund ich kun gesot. Ich hun net gesot, dass man droit au travail durchsteht, dass dann de Chômage eliminiert ist. Dat wäre jo eng theologisch Geschichte, wie ihr seht. Nee, assen d'accord für unser kann. Das még Frau. Nee, schappiert man net mat der Frau. Dass an unserer Konstitution méi steht wie am Traité. Sie da d'accord? Ja, Sie da dommer d'accord? Droit au travail als net den droit de travailler, ja. Minister. Die versteht dat, die war nie Jurist, gell? Die hat dat nie verstanden. Ja, die hat die Chance nicht. Dodurch könnt die ganze Affaire. Und da könnt dann ein Satz von einem Professor von der London University aus dem Mond vom 10. Jahr. Das ist der Philippe Marlière. Da sind mir zwei ganz modeste Personagen. Der Philippe Marlière schreibt, die schwätzt immer vom Progrès social. Valéry Giscard d'Estaing a donné suite à toutes les exigences britanniques en faveur du moins-disant social. Et aucun représentant social-démocrate, aucun, à la Convention n'a pu ou voulu combattre la pensée unique qui pourtant constitutionnalise ce déficit social. Ich habe noch nie verstanden, dass Gewerkschaftler die Nuancen draus wollen. Da komme ich zu einer dritten letzter Konsideration. Da lesen wir mal den Artikel Chiffre Romain 3, 210. Ging da vielleicht mal mitlesen? Ja, aber ich habe mein Buch rein. Ich habe die Tschurton. Ja. Also, den Artikel 3, 210. So, und da gucken wir, was da steht. Den Artikel 3, 210, der steht in einem Kapitel, den d'ailleurs schon symptomatisch ist an der Überschrift. Politik dans d'autres domaines. Das ist ein Droit ja, da kommen nicht dazu. An der Politik sociale, Artikel 3, 210. Da geht dann abgefordert. Amélioration du milieu du travail. Sécurité des travailleurs. Conditions de travail. Sécurité sociale. Protection sociale. L'information et la consultation. La représentation et la défense collective des intérêts, etc. Also bref, dat wat Rabelais ging nennen la substantifique moelle vom droit social. So, lo guck do wie dat attenuiert geht. Da liest da am Artikel B
dans les domaines visés au paragraphe 1. Das sind die Domaines, die je gelesen, des points A à I. Une loi cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, etc. D'accueil-Satz. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques en ratisse large, telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Dat is dan weer de néolibéralisme manchesterien die je aan marbre aggraveert. Eh bien, die heeft prioriteit aan den droit social als subsidiaire. Ja. Dat steht toch. Also ganz kurz. Ich meine, hier ist ein typisches Phänomen, wo wir an der Kompetenz sind vom Droit National. Und das den Droit National, Herr Vogel, den bestimmt, wie als Sozialpolitik, wie Karkass, aber auch der Fonds davon ausgesagt. Aber wir haben uns wirklich schon, sind der Krise an alle Regierungen, haben wir uns wirklich meegehen, an all den Domänen, die da genannt wurden, an unserem Droit National, für da auf einem Niveau zu kommen, der ganz sicher ist, an egal was da steht, was soll an ein Loi Cadre kommen. Ein Loi Cadre, das für heute eine Direktive soll kommen in Zukunft, das ist nicht das, was kann ein Niveau von Sozialpolitik, auch Arbeitspolitik attenuieren. So ehrlich muss ich Sie für das zu kennen, weil sonst zitiere den Herr Sachen, die im nationalen Plan überhaupt nicht zur Realität entspricht. Ich so nicht für was, das ist ganz kurz, Herr Vogel, ja, so nicht für was. Den Artikel 3, 210. Da war, und das ist ja ein Kommentar, schon ein Kommentar auf Paris, une absence de consensus qui n'a pas permis d'aller au-delà de ce que prévoyait le traité de Nice. Reste ainsi soumis à un vote du Conseil à l'unanimité. Après consultation du Parlement, la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat d'emploi et le droit syndical. Qui est tout dans une vote veto envisagé von der Kollegen aus Britannien, dann als het SS. Das ist kein Droit. Dat is toch falsch? Sind dat nationaal? Dat is toch een nationaal competentie? Dat was toch typisch het strijksrecht. Alles wat die sociale rechten zijn, dat zijn toch rechten voor de nationale competentie. Toen was er wel geen competentie van de Unie dabei. Artikel 210, monsieur, dan hebben we het gelezen. Dat kan me ook niet vonden dat het gelezen wordt. We waren er immer nerveus, met mijn condolitia reis, dan kunnen we dat niet alles. Dan artikel 210, die zegt ganz klar, d'unanimiteit als requis für 3 Kapitalsachen. Sécurité sociale niveau von der Union. Wir schwätzen ja Niveau von der Union. Wir so ja den Traité gegen Sozialneiigkeit dabei. Wir schwätzen also Niveau von der Union. Ja. Sécurité sociale, protection sociale des travailleurs en cas de résiliation du contrat d'emploi et le droit syndical van do abgeholgen dem Niveau von der Union. Was ja missing, wie das die Union sich sozial geht, muss geholgen à l'unanimité. Das ist der Beweis, man wird von einem Foutisme, der den droit social considériert. Ja, gut. Ja. Nächst Kapitel ist schon ein weiterer Kritikpunkt vom Herrn Vogel. Die Verfassung institutionalisiert Rapporte mit der NATO. Da man der Höllenreis Zypern möchte, USA mit an Boot. Der größte Feind also von einem stärken geeinigten Europa. Ehren Argumentär, Herr Vogel? Ja, mein Argumentär ist ganz einfach den Haien. Ich gehe aus von Lissabon. Zu Lissabon als gesagt, qu'il approfondissons d'abord, élargissons ensuite. Und du hast da gesehen, das war noch die Zeit von dem Colin Powell, wie den da immer gerollt ist. Und hin haben wir gesagt, ja, geht Gas, weil die Leute ran. Ne? Das ist der ganze Parvis Sowjetik. Früher Parvis Sowjetik. Das ist das, was ich nenne, die 10 Unterseeboote. Die 10 atlantische Unterseeboote. Die tun hergeholt, sie gehen an einer Vitesse. Polen an all die Leute, lo könnt ihr nach Bulgarien, Rumänien dabei. Die sind Männer an die Union kommen, wie an NATO. Und die haben ja alle den Pakt mit der NATO unterschrieben. Und das alles, wenn ich Zeitungen so den ganzen Tag lese, dann ist etwas, was mir auffällt. Das ist ein Encerclement für Russland. Der fällt mir immer mehr auf. Ne? Lo gehen sie gespannt an die Ukraine bei die Juschenko. Sie hatten am liebsten nur nach der Saakashvili an Europa. Dann haben sie die ganze Cordon sanitaire unter dem Russland gemacht. Das ist ein anderer wieder.
Van der russische Bier enkierer wächt, an sitzt da meg an net kein Bewegung méi, da klagt dat. Je sieht am Gang eng Politik étrangère zu feieren mat Russland, die as verheerend, absolument verheerend ei plein de danger an dem wat gehtt. D'Amerikaner, die hunn bütt. Russland wat sowieso sehr schwer as gell, nach méi schwer zu machen. Fir Tan ze lehen op d' Ressourcepremière, die enorm sinn a Russland. Eichte Staat vum Gas naturell, feierte Staat vum Petrol. Das hier Ziel, sie net am Afghanistan, wenn sind Taliban, sind am Afghanistan fir sich. Sie sind noch am Irak fir sich. Lass den Herrassenbund bereit. Dat wat még Meinung ass. Ja. Also ich meine mat Russland nun zu fenken, fir ganz rationell zu schwätzen. Mir hun net fertigspricht in neuer Präsident, wat die Präsidentse fir net fertigspricht hatten, fir die Feierpasse mat Russland aufzuschließen. Dat war den 9. Mai zu Moskau Sommer, wo man an Matière kommerziell, an Matière kulturell, an Matière vun den Politik an den Nopperstaaten an noch Justizaffaire interieur, wo man het fertigspricht, fir wirklich die Feierpassen fertigzustellen. An ich meine der Kekin aber behaupten, dass man dummer da lo eng Politik gemacht hätten an der Europäische Union, die gegen Russland gewicht. Au contraire, das wirklich an Verming ege Position immer, dass Russland dat größte Land net nimmer von der Welt mir so wichtigen Pol op der Welt das, den net darf an den Eck stellen, an du gi nicht mehr Vogelrecht, dass da eng Politik fir, die wir wirklich net kohärent umplanet. Dann wollte ich so du gin ich vielleicht lo wenig mir kritisch von ich dat darf so ich versichern ganz fein zu bleiben. Den Herr Vogel huet geschrieben an engem Artikel am Terreblatt, dass die 4 Libertäten, die ich abgezeichnet hat. Liberté de circulation des biens, des capitaux, des services, und du schreibt noch nach Liberté de circulation des personnes. Das dat eigentlich der Gré Zero wir. So ein Raisonnement, das fir de Gré Zero. Ich will just so, van den die doten Approch huet. Da wundert mich net, wéien dann schwätzt den Herr Vogel falsche Sachen zu zitieren. Liest mir, was ich geschrieben Liberté de circulation des personnes fir un niveau de Gré Zero. Liest mal de Lof hier. Ich will leider Details schlecht präpariert. Aber Sie können einfach Imagination sagen verzapen. Also nicht hat geschrieben. Ich habe geschrieben über den Chapelet vom Neoliberalisme Manchesterien. Und da habe ich die Sachen alle Guren abgezählt. Der letzte Satz, den ganz Zeit. So, ich will just een zo. Van den de dotte Spruch gebraucht, da wundert mich net, van den anderen so schwätzt, wie Europa sich mat den Zing neue Länder, die man gleich hier opgeholen, wie Europa dann an der Appreciation, wie der Vogel gesot hat, dass in der Appreciation hört. Was hat dann Europa wirklich? Nur dem wat geschieht as, wo Mauer gefallen war. Wat hat Europa soll mat Länder machen? Hinne soen, die muss ab 10 Joer fir unter Dir bleiben, an mat scheef werden, bis mir Präzi fir eich opzuhellen. Also gläft ma an ich këmmer net firstand, dats den Erfolg kein Humanist das. Wirklich. Du musst und all die Populationen denken und all die Populationen denken dann hast so, dass wirklich die Populationen an den Ländern, dass die Recht tun, auch können an enger Demokratie zu leben, am Fortschritt und dem Fortschritt, den wir am entwickelten Moment vom Krieg können durch den Deal zu wollen. Aber wenn du dagegen das, dann so nicht ehrlich, dann ist schwer, mit einem Mensch schwätzen, wer sind Konzeption das von Europa, das nicht mehr. Das ist die größte Aufgabe, die die Europäische Union zu bewältigen hat. Das war für die Länder, wo die Mauer gefallen war, für die abzuwählen. Aber wenn ihr das kontestiert, an die nennt die Polen do, an die Bulgaren do, an die Rumänen do, dann so nicht ehrlich, dann denkt man leid, dann hat ein kleines Problem mit ihrer politischen Philosophie. Mit der Xenophobie also ich so nicht wert aus. An Lofonichen op dat falsch für dies. No Lissabon hat gesagt, mir approfondieren für Techt und dann elargissieren. Hat dat gesagt oder nicht? Was hat da gemerkt? Hat für Techt elargissiert und dann
och na net approfond. Die rechapéiert man net Tomat. Die huet no Lissabon ass gesot gin. Mir approfondéiere fir d'écht an dann elargéiermer. Or ich behaupten, dass der direkt elargéiert hunn, weil d'Engländer dat gern hätten. Dofir ass bei der Türkei se. Ich hu gonnach gin Türkei. Die hat enke geschrieben, wer de Berso vun der Zivilisation Grek. Enke geschrieben. Dat war die Zeit, wie se nach an der Asie Zentral Lärbe brutéiert hunn. Der geschrieben, sie wären de Berso vun der Zivilisation. Das aber man net mein Problem. Nee, mein Problem ist, dass wenn ich observieren, Nachrichten, Zeitungen lese, da sind jemand Amerikaner am Gang zu so, geteicht Zeit, dass sie kommen. Sebastian Militär, den Remmenke dazu denkt, Erscheinung zu machen am Cordon sanitär gegen Russland. Kann ja nicht behaupten, dass NATO-Pakte, die rund um Russland sind, nicht für die Russen eng Menace sind. Wenn das behauptet, ja, da weiß ich nicht, wie weit nach überhaupt wo censierte Sachen sind. Stichwort Türkei. Also Türkei, ich wollte just erst nach so, ich will kein Land hören, kein Land von der Europäischen Union, weder groß noch klein, was prinzipiell Bedenken hat, für die Neuländer am Osten an der Europäischen Union abzuwählen. Geht. Das ist also nicht eine Decision, die außerhalb von unserem Kontinent geholgen ist, mehr Kontinent selber. Türkei. Ich bin mit all den Leuten d'accord, die dummer Probleme haben. Für zu sagen, an enger kurzer Zeit als Türkei Member von der Europäischen Union. War der Fall das für 40 Jahre haben wir angefangen, mit der Türkei zu diskutieren. 1997 als Präsident wird der Staatsminister Juncker gesagt, Türkei ist noch nicht bereit, für das wir können Negoziationen aufhängen. 1999 als dezidiert gehen, dass Kriterien, Kriterien für Kopenhagen für Türkei von der erfüllt sind, dass da keine Negoziationen umgehen. An der Kommission da sitzt ja nicht lauter Topaten. Die haben geschrieben, am Jahr 2004, am Sommer, die Reformen, die gemerkt sind, sind immens viel gemerkt. Der Stoff was aufgeschafft gehen, Tortur als aufgeschafft gehen, umgesetzt. Ich sehe mal, dass da umgesetzt als aufgeschafft gehen, Diskrimination als aufgeschafft gehen, umgesetzt, an der Praxis als naranisch. Aber du mal der Ass, 70 Millionen Leute, aufgrund von dem Druck, den wir gemerkt haben, als immens viel geholfen gehen. 70 Millionen Leute. Ich spreche nicht von Leuten, die da an der Regierung sind oder Leute, die andere Kompetenzen oder andere Autoritäten aus der Türkei mit Leid. 70 Millionen Leute. Den Druck, den wir gemerkt haben, als Europäische Union, ob die Autoritäten sind, fundamental Reformen fertig sprechen. So, Lechtwort, das, was die Türkei gekriegt hat, und nicht in der deutschen Präsidenz, in der Präsidenz für den Holländer. Aber unanim a ganz Europa, das in Datum. 3. Oktober 2005 sollen Negoziationen gehen. Mit der Präzision von der Kommission, dass die open-ended sind. Das also nicht gesagt wird, auf 5 Jahren, an 10 Jahren müssen die Negoziationen aufgeschlossen sein. Die Negoziationen, ich weiß nicht, ob es so gehen. Das muss man gesehen. Ich kann das nicht so. Ob sie umgehen, wann sie umgehen, als der Prozess, die Menge, wenn nur 10 oder 15 Jahre dauert. der Uni-Verfassung. Die war nicht. Ob mir oui oder no bei der Verfassung bestimmen, die waren nicht mal zu denen, da das der Prozess ist, den Lo schon an der Treten draufsteht, dass van ein Land Konditionen erfüllt, wir können Member von der Union zu gehen, an die Kommission mit einer Proposition, an der Kanzler der Minister, an der Kanzler Europäen dezidiert, für uns zu fangen, da geht du gefangen. Ich muss ich da etwas sagen. Wenn der gestern Zeitung gelesen wird, der gesehen hat, wie die Kommission von Barroso sich über den No an Holland, an Frankreich weggesagt hat, ich so nicht schon den No an den Oui an einem Referendum, also Präcipité chimique. Und an dem Präcipité chimique sind Tausende Sachen. Du hast Türkei dabei, ob dir das fällt oder nicht fällt. Das ist also so. Das irrational und das rational kommen zusammen an eine Präcipité chimique. Das ist also so, das ist menschlich, das ist bei jedem Kabore so. Und das ist überall so. Das ist ein menschliches Thema. Und ob das gut oder scheiße ist, gut nicht mir anheimgestellt darüber zu jugieren. Ich konstatiere, dass Großvölker in Europa, Holland, Frankreich, an einem Präcipité chimique auch das exprimiert haben, dass sie nicht mit einem Elargissement bett d'accord sind. Und da kommt nicht mehr drauf zurück. Hier kann nicht halt zu mir sagen, ich hätte eine unhumanistische Erstellung vis-à-vis von den Leuten, weil dann erstellt man ja Xenophobie. Ne? Das ist schon so ein Blödsinn. Und dann erstellt man, ob es das gar nicht gibt bei mir. Ich sage nicht just etwas und ich wiederhole das.
Sie ont décidé, non Lissabon, nous approfondissons d'abord et nous élargissons ensuite. Avec une gemacht, ils n'ont pas approfondi, mais ils ont élargi. Avant d'élargir, tout le monde gehabt. Herr Vogel, wo gesidiert dann die natürliche Grenze von Europa? Also, ich so nicht, wie ich Europa konserviert hat. Europa hat sollen den Noyau central eine ganz lange Zeit bleiben. Ganz lange Zeit. Und an sich, au sein von seinem Noyau central, eine Konstitution elaborieren. Und da gucken, kommt er gerne ran. Lies Konstitution, akzeptiert das. Dann wird Modifikationen. Aber für die Noyau central ausbauen. Aber besonders ausbauen. An seiner Philosophie économique et sociale, an die as nie ausgebaut ging, an die steht nicht am Traité. Am Traité steht etwas, Herr Asselborn. Am Traité steht, das muss ich aber nach so immer abhalten. Das war richtig Fried, wie man das zu nutzen zusammen. Aber ich so nicht. Den Traité schreibt an den Marber den Neoliberalismus. Ich verstehe ganz gut, dass Herr Merz an den Herr Henri Greten jubilieren mit dem Traité, sie liberal. Aber Sie als Sozialist, sozialistische Arbeiterpartei. Wat man die bei dem neoliberalen Traité d'une nature manchesterienne. Das habe ich nie verstanden. Nie verstanden. Es gibt keine soziale Macht. Es gibt keine soziale Machtwirtschaft in diesem Ding. Dann lass mich aber darüber anfangen. Der will schon gar nicht verstehen. Den Herr, den er einfach zu. Der spielt wie der Marché an der Zeit sich Plagge auf, ob allen Ecken an nennen, hat er schon 20 Mal erzählt, und wird er immer das nämlich. Oh, schon 16 Mal hier. Du lernst das. Was ist ich wohl zu? Wir haben Hai. Nee. Wir haben Hai an der Europäischen Union, an Hai zu Lützenburg. Wirklich Hai zu Lützenburg. Es fertig bricht mit einem hohen Grad von Kompetitivität, mit einem hohen Grad von Konkurrenzfähigkeit, mit einer guten Politik, was Steuern geht und so weiter, mit einer interessanten Politik, was Bankplatz geht. Hummer da fertig spricht, ein Grad von Sozialpolitik, heute zu Lützburg abzurichten, was am Ende an der Maßstab ist, an dem wir müssen weitergehen, nur als Präsident an der Europäischen Union, wo andere Länder sich können inspirieren. Wir sind als Lützburger Politiker, weder CSV, nach der SAP, und ich gehe so und so gut DP an die Grünen, sind nicht d'accord. Nicht d'accord, dass wir wirklich gucken für mehr Kompetitivität auf Kosten von einem sozialen Dumping, von so einer Theorie fertig zu bringen. Das ist es nicht. Aber den Erfolg kann das nach 20 Mal so. Was sagen Manchester-Kapitalismus? Das ist alles Quatsch. Reine Quatsch. So eine Politik hat keine Regierung nach heute Lützburg. Auf jeden Fall, weil Sozialisten dabei waren, hat sie nie gemacht. Und das ist auch die Konzeption, die wir müssen hören. Ich komme dazu. Nach einer Antwort vom Herr Vogel an der Männer so löst. Ich finde etwas noch zu sagen, was nicht interessant ist. Nämlich, ich wollte ein paar Sachen zitieren, die an den Zeitungen standen über den Neoliberalismus. Und das ist ja schon mal zu brauchen, ich weiß sowieso, ich zitiere nicht einfach so abstrakt, und da lehne ich die Leute falsch Sachen an den Mund. Die Leute falsch Sachen an den Mund. Nee. Ich brauche den Artikel nicht. Wie wird sich der Artikel? Also, ich wollte eigentlich darauf zurückkommen, ob den, Konditionen. Also, hat gesagt, das wäre keine neoliberale Konstitution. Das seht ihr. So, 19. Januar 1957 wird Pierre Mendès France, den ich höchst respektiere, dir vielleicht auch, Discours à l'Assemblée nationale sur le traité de Rome, gesagt, was sich direkt dans l'eau appliziert. Le projet du marché commun tel qu'il nous est présenté est basé sur le libéralisme classique du XXe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les problèmes, ce que nous n'acceptons pas. So, da kennt John Grail, Professor at der Metropolitan University of London. Die sagt ja, wir wären lauter Idioten, wir wären zu, wir gingen nicht verstehen. Ich lese nicht, was der Grail sagt, das ist ja ein anderer wie dir. Toute la stratégie de Lisbonne, toute la stratégie de Lisbonne s'inspire de la croyance naïve en une nouvelle économie. C'est avec une exubérance irrationnelle que les dirigeants européens
tant au niveau national qu'à celui de l'Union, ont voulu imiter les USA. Promotion capital-risque, imitation des structures d'entreprise. Et la grande finalité inscrite dans le projet de traité, ma professeur Passet, vous Paris 1, c'est du dogmatisme néolibéral, d'où un verrouillage idéologique. An dat hunn ich notéiert wann den Lo Tribunal plädeiert, dat ma Akter vu gefrodem Graf. net gesot 100.000 Insuffisanze sinn an dem Traité. Voilà, da ging die Mogerwesse wie modifizeiert. Et sind zwo Unanimitéite requis, d'unanimité des gouvernements qui présentent le projet de modification, an d'unanimité vun de Völker, entweder Parlament oder Referendum. Bei 25 Stück, wo vun 10 Unterseeboote sinn atlantisch Unterseeboot. Wéi wëll dat modifizeiert ginn wann net geht. Da sind die 100.000 Imperfektionen, die jo zougert. 100.000 Ja, 100.000 Imperfektionen ki jo net modifizeiert. Neoliberalismus. All Mënsch ha am Land, die sich fir Geschichte interessiert, wees, dass den Origin vun der Europäischen Union weiter nächt war direkt um Krieg wie de Wëllen vun de Franzosen mehr mies zu kreen iwwer d'Evolution vun Stahlindustrie a vun Kock vun der Kohlenindustrie an Deutschland. Dat war den Origin. Et huet sich dann du weiterentwickelt, der wirst CKs kom an den Vertrag vu Rom huet jo geheescht Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Communauté économique européenne. Dat war effektiv alles opgebaut just op den Marché, just op d'Ekonomie. Wie wann ewer henno guckt, alles wat danno kommmers, beim Akt Unigas Dugang, henno Maastricht, Amsterdam, Nice, du ass aus der Wirtschaftsunion ass wirklich eng politische Union ginn, an der Baumer und der muss man weiterbauen, an dat man sonde man als Lützburger Volk as e wichtig Schritt, fir dass man die politische Union, fir dass man do eng Chance behalen an och méger en optriefrem ginn, mir retten Konstitution net, dat man net mé optrief ginn. So an dann die Lächt vor, wann ich so 100.000 Imperfektionen. Also ich mein, das eng Fasson de Parler, die ich zu der ich auch stinne hun dat gesot. Dat füllt so. Das van wild sicher goen. Da fën den ha 100.000 Sächen dran, die eng net gefallen. Fën den. So wie dat an Maastricht fand huet, also wie dat fand huet an anderen Trete vun der Europäische Union as Apps komplexes. Et das eng Entität de lo vu 25 Länder. Muss e Spagat fertigbrücht gin, wirklich Spagat fertigbrücht gin. Für die gemeinsamen Linien von der Politik zu definieren, an der vergebe ich aber Mengen, das ist ein Kompromiss. Mit dem Kompromiss ist immer das Motto gewesen von der Europäischen Union. So, da würde ich noch gerne ein Wort zu sagen. Ein Wort. Das, was schreiben wir auch ein Kehr an den Primitiv von dieser Sitzung. Die Konstitution sollte also sondig nicht zu retten. Wat gesot? Ja, ich habe gesagt, wat Lützeburger Ja stimmen, und ich gesagt, und dazu stehen die realisch, Hummer noch nicht fertig bricht, für die Konstitution an Europa zu retten. Okay. Ich meine ganz klar, Herr Vogel, dass das ein ganz ehrlich aus was, tut ja alle gute Positionen für drunter hören, und ich gebe sogar Mengen, dass wenn wir Ja stimmen, dass dann Chancen groß sind, dass die Konstitution, dass die einkehr Wirklichkeit gibt, und dass wir nehmen zum Guten von Europa und zum Guten von Lützeburg. Merci für das ganz animéiert Debatt. Mir ginnech Rendevous fir eng Lächt Tablerant für Referendum nächste Freitag iwwer Mer also wie gewinnt direkt nom Journal. An do geht dann der zukünftig Bild an Platz vun Europa bis doiner awer mar ganz schrillen Ofens.